Hey, Dankeschön für was ihr mit uns sein, mit dieser Klasse, der zweite Klasse, Fräd mit dien, Jelt. Von der wollen wir reden von der zweiten Stopp, zum Fräd haben mit dien, Jelt. Dat is al die Schuld betolen, bitte die Wohnung oder die Haus oder wo immer die gerade Tooling so hast. So, das sind 4 Stoppen, die wir durchgehen. Ein 4 Weg, da wir die erste Stopp durchgehen. Und die erste Stopp, die wird 5000 Peso taub schauen, für irgendwas notfallet. Und wir dürfen lernen in Jeltplan machen. So kriegt jeder Cent sagen, wo das haben soll, in uns Jeltplan. Da wird es 4 Lektionen. Von der wollen wir reden, von all den Schuld betolen, bitte die Wohnstätte, die Groten haben geht oder so, weil wir da reden von der. Und Stopp 3 ist, 3 bis 6 Monate taub schauen, für was notfallig. Wann soll irgendwas so groß passieren in dein Leben. Und der 4. Stopp ist, 15% von dein Geld investieren und in das Geld taub schauen, dann wir alle weggeben. No, wir wollen nicht alle weggeben, aber wir wollen das taub rufen und dann das wieder 10 weggeben. Nicht? So, das sind die Stoppen. So, wollen wir von der mal anfangen mit, was die Bibel sagt von Schult und was die Bibel gleich von Schult. So, die Bibel sagt in Sprüche 22, Vers 7 sagt es, die Reiche regieren über die Arme, und wer du barcht, als den sein Sklav, der am dort barcht. Das ist noch streng, das ist nicht echt, das sagt die Bibel. Die Bibel sagt, wenn du Geld geliebt hast oder gebarcht hast, du bist den Barger sein Sklav. So, wir wollen vielleicht irgendwo mithalten in Missionar, oder wir wollen vielleicht verschiedenste Dinge tun in uns Leben, aber wir können nicht, wenn wir sind in anderen sein Sklav. Und wenn wir wollen in die Kirche mitgehen oder Missionar auf eine Reise fahren, uns fehlt meist einmal Geld, oder wir können vielleicht nicht schaffen, so schwierig werden gleichen, wenn wir sind ungebunden wegen Unschuld und wir können nicht reden. So von der will ich nicht mehr durchgehen, wo wir können in die Schuld kommen. Und das ist das sagt, bist ein Sklav, wenn du Schuld hast, und keiner will ein Sklav sein. Von der und Tag sind meistens 20% Menschen haben mehr Schuld, als was die Veränderung haben. So, das ist nicht fair. Da meint so viel, dass 20% von den Menschen, die müssen montags morgens auf der Arbeit ab. Wegen, soll du was anderes gehen oder so, dann sind sie noch da beim Schuld. So, wollen wir mal anders denken, wollen wir von Schuld weggehen. Das ist eine falsche Sache. Wollen wir ab hier mit Sklav sein. Von der und Tag, und ich sage das nicht im Puchen, aber ich schaffe, wenn ich kann, nicht wenn ich muss. Wegen wir haben diesen Plan lang genug gelebt in unserer Familie. So, du wirst, kann ich schaffen fahren, in der Stadt, dass ich muss. Das ist ein großer Unterschied. So, das ist noch eine Vers, die sagt, der Gottlose barcht und tut dort nicht treu. Der Gerechte aber hat Mitleid und Jaft. Psalms 37, Vers 21. So, wie wollen die sein, was der Mitleid hat? Wie wollen die sein, was der treu jaft? Wie wollen die sein, wenn wir uns versklavt haben mit Schuld? Wie wollen das treu tun? Wir wollen das uns tun, dass wir nicht mehr ein Sklav sind. In der ersten Klasse reden wir von 5000 Peso, was wir wegleiten würden für den Notfall. So, nu hast du dort rein. Und du hast auch den Jeltplan auch rein mit deiner Familie. Ich habe die Hand durchgesetzt und je weiter kriegt nicht, was die durch die Monate brücken down, wie viel Ahnung ihr habt und wie viel der Rüt geht. Und in den Jeltplan, weil wir nicht hingehen, wollen wir Schuld auftun, nicht? So, wo wollen wir das tun? So, wir wollen von Schuld betonen, das kleinste, aber das größte, nicht? Das ist unser Plan hier, dass wir einmal im Schwung kommen und das auftun. Warum das kleinste von das größte? Wegen, wenn wir einmal das kleine haben, dann können wir das Geld brauchen für das nächste, weil die Message wieder hingehen in dort. Aber wenn wir noch einmal eine Vers kicken in der Bibel, in Sprüche 6, Vers 1 bis 5, sagt, mein Kind, wenn du die für einen und anderen seine Schuld verbürgt hast, und am Durab deine Hand gegeben hast, und wenn du die durch deine eine Wied festgerannt hast, und bist durch deine eine Wied festgenommen, dann du das. Mach die 3 Wieder da, dann du das. So, wenn du hast Versprechen ohne zu betonen, und du hast die festgerannt, aber du kannst nicht im Weg rüt sein, wegen was du auch getan hast. Hör mal, was die Bibel da sagt. Das ist so wichtig wieder. Dann du das. Okay? So, wenn Gott sagt, dann du das, dann wollen wir horchen. Dann wollen wir das tun, nicht? So, das sagt er. Mein Kind, und merk dich frei, willst du bist den Nächsten in die Hände fallen, go in bei die Vorarm, im Prachearm, die loszulassen. So, nu hör ich mal den nächsten paar wieder. So, die nächsten paar wieder sind ein bisschen streng, aber ich glaube, wenn wir das anwenden, dann können wir uns aus unserer Schuld reden. Das sage ich,
Laat deine Uwen nicht schlupen und deine Uwenlader nicht schlepprig worden. Bring die Ute voll rüt, so als ein Reu oder ein Vogel sich von ein Jäger wegbringt. Sprich Jesajas, Vers 5. So das meint so viel, wir haben einmal uns was angegangen, was wir nicht können vollbringen. Niemand wie, so die Bibel sagt, alles tun, was wir können, damit die Sklaverei rauskommt, dass wir unsere Schuld können betonen, all unsere Kreditkarten und alle Sturkontos, was wir haben, oder alle Dinge, wo wir im Stur haben angeschrieben, oder alle Dinge, wo wir irgendwo gebargt haben oder geliebt haben. So das sagt, lass deine Uhren nicht schlupen und deine Uhrenlader nicht schlepprig werden. So, was meint das? Ich glaube, der redet hier von, ich war mal sehr scharf, ich war mal irgendwas kriegend, um dort mal Schuld betonen. So, wenn ich eben zwei Arbeiter ist, wenn ich zwei Arbeiter mit haben, oder alles verkehrt mit der Hast, um einmal die Sklaverei kommen, Dinge, kosten haben wir nicht was, Dinge sind da immer. Fremdstück sind nicht. Nur ist verbrannt, bloß wegen Schuld. So, da mal anfangen, gut ich tun, mal online. Ich war mal die Schuld betonen, busig, das ist ein Reu von einem Jäger weggerannt. So sehr wie von Schuld weggerannt. Wegen Schuld ist es ein Jäger. Die Schuld ist alle wegen der Hand. Entweder will die Geld liehen, entweder die beitet die länger an, ein Pagos, oder 10 oder 15 oder Jahr oder Monat, hohe Interesse. So, weil wir diese Fargen wahrnehmen, weil wir wegrennen von dort, das ist ein Reu oder ein Vogel von den Jäger. So, und was willst du nicht tun, wenn du nicht buchst, ein Werkenlohn, nur Werkenlohn leben? I mean, die kostet irgendwas tun. Dann kostet die Ramgehen Missionararbeit tun, oder dann kostet die mehr Geld geben, oder dann kostet die mehr Dinge tun für Gott, wenn die nicht immer beschluft bist am Schuld. Denk mal an all die Dinge, was die wusst kann tun, eben mit deiner Familie tun, wenn die nicht bloß Schuld betonen ist, wenn die nicht bloß einen anderen halb zurückmerken, einen anderen wird. Oder wenn die kannst für die selbst mal was tun, denk mal an, wahrscheinlich wird es nicht gehen. Keine Forti Pagos, keine Toolings an deine Forti, oder keine Toolings eben an den Hüs, oder keine Tooling an irgendwas, was du gebargt hast, keine Toolings in den Sturen irgendwo. Denk mal an, was die kannst tun. Die kannst vielleicht in all Dinge tun. Du kannst eine extra Reise nehmen mit deiner Familie tun. Oder die kannst eine Missionarreise tun. Oder die kannst in Nobadala halten, oder eine Wirtfrei mithalten. Irgendwas Verschiedenes kannst du tun, wenn du nicht bist beschluft wirst und Schuld. So, wir wollen uns frei machen. So, wo do wir uns frei machen? Wir wollen anfangen mit dort. So, wir wollen anfangen, das sage ich schon klimatisiert, wir wollen anfangen, die kleinste Schuld, aber die größte Schuld zu betonen. So, warum auch gleich in der Reihe sein? So, hier kann sein, hier ist ein Bild von Feuerschulden. Ein Schuld von 250, ein Schuld von 500, ein von diesen 200 und ein von diesen 500. So, das sind ein Beispiel, wo die Toolings können lauten. Die hast Feuerschulden, was du hast zu betonen, monatlich. Und jeder Monat musst du diese Pagos merken, oder diese Schuld betonen, ab das wenigste der Nummern, was hier sind. So, wenn wir sagen, die Schuld 1 hast du die wenigste, das ist die lägste, schreib dir ab. Fang deine Schuld an abzuschreiben von das wenigste bis das höchste. Wenn wir mal anfangen, so das heute ein Schuldschneubel. Seid auch mal bosig, das ist schwer zu sagen. Schuldschneubel. Hört sich fremd, nicht? Aber das nennt sich ein Schuldschneubel. So, wenn wir mal anfangen, mit der kleinsten betonen, mit den 250 Peso monatlich, da darf man ganz oft tun. Und die andere Pagos sagt jeder Monat merken. Und wenn du dort erst hast, nimm die 250, rollst die über durch, der nächste, was du weißt, 500. Betul die. Über dem dann habt ihr dort 750. Kostet ein Weg Handel? Nie hast du 750. Nie wird die Schuld nach Busia auftun. So, tu die 750 auf, dann go bei den nächsten. Und das ist die 750, ab die anderen ab, über dem hast du 1950, ab die dritte Schuld. So, kostet ein Weg Handel, nicht? Das rollt Busia und Busia, mit dasselbe Geld, was die euer gewandt wirst, zu tun, anyways. So, die hast du damals in den Geldplon nennen, um diese vorher Schulden betonen, aber nie war wir dasselbe Geld brauchen. Da meine ich nicht, wenn wir eine Schuld haben, betont, nicht haben wir alle Seiten down. No. Wir wollen uns konzentrieren und wir wollen an einem Plon bleiben, und dann war bis vorwärts gehen in die Schuld betonen. Die waren wir gleich so, mit diesen 950, waren wir die überall, nur die 2000. So, so haben wir über dem 4500 Peso, was wir nicht können brauchen. Kann sein, die Schuld, die werden einmal weg. Die werden Feuer und nächste bis ein. So, die fangen an, werden jetzt zu werden. So, im Ganzen habe ich 450 Peso, wenn ich kann, das ist eine große Schuld
jeder Monat, oder jeder Werk, oder jeder Wärme, die das an der ist, alle andere Werk. Aber dasselbe Geld, wenn ich hier alle ab diese eine Schulden ab, dann gibt es über den Fahrer diesen 50 Peso in diesem Exempel, wo wir können Schuld auftun. Wenn ich dann fange, so ein gerater Beat ab einmal zu tun, nicht? So ist einer sehr mal, wo das ein Elefant abbieten. Was ein Beat ab einmal, nicht? So war wir hier so ein Beat ab einmal. Einer Schuld war ich, dann der andere, dann dasselbe Geld brauchen, dann der andere war ich, dann das Geld brauchen, dann der andere war ich. En bald selber bei dit nummer. En dit nummer interessiert mich das tollste, dass wir keine Schuld haben mehr. Ab nun. Kann sein, der donst du mir ein bisschen so mutig, als wir sind, wenn wir nicht mal eine Schuld haben. So. Und die Bibel sagt, sieht keinem irgendwas schuldig, bitte der Leib einer zum anderen. Wer sie nächsten Gott ist, hat getan, was das Gesetz verlangt. So das, was die Bibel sagt von Schuld. So, denk das ist das an. Der einzige Weg zum Frieden mit den Jelt ist jeder Tag mit dem Prinz von Fräd gehen, Jesus Christus.